Wegwijzer. Welkom zum Programm Wegwijzer. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Feit mal reden wir über das Thema all die Gemeinde in dieser Welt. Gottes Reich in das Reich von dieser Welt. Also, wir haben uns so, dass Gottes Reich ist nicht die Gemeinde, das ist nicht bloß ein Park von Regeln. Die Regeln sind in dieser Welt, was dort hier bestimmt wird, wie das funktionell ist, wenn es Menschen anders nicht uitkommen. Und wenn es dort so halt die verstehen, ja, das sind die einfach, wenn man Ordnung schafft, das passt. Wir haben dort System verkauft an die Gemeinde gestellt, so halt, das war ich richtig verstanden habe. Und dann schaffe ich dann im Recht von dieser Welt. Ich meine, wir schaffen im Recht von dieser Welt. Und das ist ja unsere Frage, was wir fehlt man von reden, wie man nicht sind verkauft weitertragen, wenn wir uns nicht recht wollen abbauen. Ich sage, was haben wir nu wieder dann, was mir wird gehen, also was haben wir nu das neue Konzept von Gemeinde erklären, weil für mich wird das nie sein, wie kann dann Gemeinde funktionieren? Wir sind so sehr gewandt, dass wir haben ein Gebiet, da kommen wir alle ab, da haben wir dann ein Statut oder auf die Regeln, da haben wir unsere Farmen, wir haben unser Wohlsystem, wo die Menschen gewählt wurden, und das jetzt, wirklich jetzt, bei uns ist es sogar so, wir können nicht mal wem ausschließen, wenn es dort legal nicht mehr ist, wir sind auch bei der Regierung eingeschrieben, da wird wir mit den Sozial schmieden, dort ist es sehr schwierig, bloß wenn es einmal anders Chirurgen haben, als wir vielleicht wollen, oder als wir glauben, dass die Bibel liegt. So, was haben wir nu dann, wenn du das von aus Gemeinde mit erklärst, wie kann man sich Gemeinde dann wirklich praktisch feststellen? Na, fein, dass du das sagst. Also, was mir sehr wichtig ist, wir leben alle ans Konzept von Gemeinde und wann dein Konzept ist, dass Gemeinde in Haushafen, in Gemeinde, dann sind Prediger, dann sind Diakone, und dieses dort Gemeinde leben West, bitte dort voll die frei. Ob ich wirklich Christus treu sie oder nicht, das hängt von meiner bannersten Anstellung ab. Und das ist sehr entscheidend. Ich kann das Leben lang in der Security sein, wenn ich diese Gemeinde, wo ich den Kreis erklärt habe, in Bibeltreu leben. Und das kann dann, besonders was du für ein Mensch bist, aber wenn sich dann hast dich ein Mensch bekehrt, zum Beispiel mal, ich habe eine sehr super Beziehung mit einem Guarani-Mann, der bekehrt sich bei mir. Nu würde ich dem Jürgen mitnehmen in unsere Gemeinde. Naja, das sind aber bloß Plotitchen, da habe ich Stress. Dann muss ich für den einen Ersatz sehen, okay. Und wir rechnen uns aber beide so viel, der war das dann nicht. Ich habe gesagt, eine Gemeinde sein. Und so, das sind alles Sachen, wo du dann leben musst. Aber grundsätzlich, ihr habt das kein System, wo Christen nicht in ihr Leben kennen. Und wenn das erst nicht mehr ist, dann gehst du weg. Aber wenn du erst den Glauben nicht mehr in ein bestimmtes System willst, wir leben alle in Regierungen. Regierungen sind nicht christliche Systeme, auch wenn Gott die Ehe gesagt hat. Ja? Das ist das Konzept, was Paulus entwickelt hat. So, ich komme noch eine die Frau zu mir, sagst, wie kann ich dann wirklich Gemeinde leben? Ich möchte mal ganz klar sagen, wenn ich Glied sie von einer ich nenne das institutionalisierte Kirche, weil man sagt, Kirche wird ihre Regeln haben in ihrem besonderen Gebiet, wenn ihr ein Gebiet ist, muss die Regeln haben, dann kostet euch anders. Und wenn die erst eine Kirche haben, dann muss die Regeln haben. So. Wenn du da binnen lebst, okay, wunderbar, dein. Bloß ein großer Trouble ist, wenn du erst zu sein anfängst zu deinen, dann werden die Leiter, das kennen die Prediger, die Diakonen, die wird stieren. Was läuft da? Ist der nicht auch ein Diakon? Läuft der sich auch ein Diakon zu sein? Oder was ist dem? Das ist, wenn du hier schon fängst zu sein, zu deinen. So. Welche kommt dann dort an? In dem System, die Gemeinde liegt seine Christus gegenüber. Mögt deine Arbeit mit deinen Arbeiter. Sie treu hat dich gläubig zu deinen Arbeiter. Deine Kei wurde dort antworten, wenn du Christ bist. Und die Piet worden dort an, wenn du Christ bist. Das ist ein Unterschied, weil du durch Rambrellst und pflegst und Dahl bist, evident, und vielleicht am Sonntag mit einem Schlips ganz schmack, vielleicht sogar in ihrer Kanzel stehst. Das ist gerade das, was die Institutionen bringen. Also, eine Institution, das muss so hünsch als es ist. Erst eine Regel, dann ist das Schönste, was es von der Regel gibt, ist die Liste.
da irgendwie te merken dat je de dagdelen kan ohne dat er weer antwoord. En dan je dat je Fähigkeit fair. Wie kann ich wirklich Gemeinde leben? Okay, du kannst auch entschließen, okay, dann wo ich mich ganz normal aufmalte, das wird wie zum Beispiel leben, und wir haben auch Menschen hier, auch selbst von unseren Knie, die sind in ihrem Gemeindeleiter gegangen, und die haben gesagt, heute dort, als sie nicht da leben, wem, über nichts, ich kann mit dem System nicht mitgehen, wir leben alle beiden nicht in Sünde, die früh und der Mann, wir sind uns sehr gut, das ist alles okay, aber ich möchte meinen Mitgliedschein rütnehmen, den Atas, dann wieder hier in Männer, ja. Den will ich mir rütnehmen, ich will nicht mehr Gemeindelied sein. Interessant wie, dass die Gemeindeleiter dann sagt, ich kann voll verstehen, und vielleicht soll wir dort mal, vielleicht alle tun. Sagt selbst die Gemeindeleiter. So, das, was wir hier anreden, das will sich die meisten nicht mal denken. Das ist viel zu gefährlich. Ich rede nicht bloß von den Mennoniten, die an ihrer Schlaubergse Hand oder so. Ich rede auch von all den ewigen, was wir dann als moderne Mennoniten nennen. Ja? Wie sie leben in einem sehr geschlossenen System. Und wie kann ich Gemeinde leben? Lebe dein Privatleben, so du Christus verstehst. Aber sie dafür, dass du wahrscheinlich immer gewippt kriegst. Warum sei wer selbst anfängt zu denken? Der hat normalerweise Trouble mit Menschen, die nicht selbst denken und sich Regeln stellen. Wenn ich zum Beispiel mal war, wie heute letztes Mal, dass ich mit ihm ein Beispiel möchte, oder wie das hier typ möchte, ich sehe mal eine Frau und du auch. Und du hast keine Hauptbedeckung mehr. Ja? Und ich habe ich habe noch eine Hauptbedeckung. So, was feil ich dann normal, dass du eine Sünde anfängst zu verfallen. Und dann, wo ich nach meinem Regelverständnis nur die verurteile. Wenn ich nur über ein Schluss Gemeinde zu leben, was du mir anlässt zu erklären. Okay, Sieglinde hat keine Hauptbedeckung mehr. Dort ist ihre Entscheidung, respektiere ich. Ich nehme meine Hauptbedeckung ab, dann speziell wie über was immer dann ans Thema ist, was uns jankert, und dann sage ich zu ihr, du, wie kann uns nicht so gut, erklär mir doch mal, wer ist das, dass du nicht eine Hauptbedeckung hast. Ich brauche dir wenigstens, ich dem Haaren mit treu sein möchte. Ich verstehe das so, dass ich eine Hauptbedeckung, da steht dir doch so klar geschrieben, was kostet das bloß, dass du nicht eine Hauptbedeckung hast. Und sei mir das dann erklärt, und ich die Fähigkeit habe, dort einfach aus ihr Verständnis von der Schrift anzunehmen, nicht zu verurteilen, dort muss nicht sein, dass ich das Fuß bei mir überstelle. Da war ich auch. Da nehme ich meine Hauptbedeckung von der auch weg. Nee, wach mal. Du musst erst ankommen, dass du Frieden darüber fängst. Wenn du dort verschwindest, und bleibst für die Hauptbedeckung raufnehmen, diese Glinde sagt ja, das ist ja nicht, und so wieder und so weiter, das ist nicht richtig. Komm, erst an, dass du mit dem Herrn Jesus hier, dort einmal gleich hast. Oh ja, du dort nicht das, sagt Paulus, das ganz klar, das nicht Sinn. Ja, das ist schlimm. Und das ist auch, also was, ja. Is het als je in die ene je westen je handelt dan, niet zo? That's what it is. En normalerweise ist das in onze Kirche, warum sagen wir, wenn wir diese eierrechte Kirche haben mit Regeln und alles, dann haben wir eine Sündeliste. Haben wir eine Liste von einer Sünde, die gehen dann von Hürerie ist normalerweise ungefähr das Schlimmste. Zweitschlimmste kann vielleicht als Suppe, drittschlimmste wird Schmiedje sein, während wir schon mal alle hier dort haben, selbst der älteste, als wir in dem Schakel tragen, dort die hier am noch, das wird dann noch alle sind. Bei unserer Erfahrung, weiß ich nicht, ob ich die nicht mehr nennt, reiche darf, aber als ich gerät wird, dann dort wir noch so aufklingen dann wieder. Das meint uns. Dann, als wir mit je älter worden, dann müssen wir uns entschuldigen. Ich habe mich verneint, jemals entschuldigt, hier im Chaco Paraguay, dass ich mit meinen Freunden gedanzt habe. Ich wieder ein Missionar. Ich habe Feldorganisationen in Ostparaguay, die da immer Filme wiesen sind und habe ich in Wegen gedanzt. Dann muss ich mich für alle jemals entschuldigen. Das sind all 30 Jahre. Dat is interessant, ja. Dat, nee, ik ben niet dabei. Okay, das hast du geraten, ja. Aber so, wenn wir nu wieder terugkijken naar de Urgemeinde. Ja. Ik versuche noch wieder zu verstehen, was du meinst hier mit Gemeinden. Ja. Maar wir kijken naar de Urgemeinde.
Das habe ich in der Sachen, was wir nicht mehr praktizieren. Ja. Aber ein von dort wir, dass die regelmäßig kommen. Wo kommen das help? Das ist dann die Frau, nicht? Und das redet von, dass die Anahisa kommen. Was mir sehr interessant ist, ja. Das kam erst 300 Jahre später, dass man institutionelle Zeit anfängt, Konstantino, was damit anfängt. So, aber die Menschen trafen sich Anahisa. So, die Gemeinde ist nicht bloß, dass ich als Christ leben, dass sie verstehen, als ich das verstehe und das vorher, sondern die Gemeinde ist auch diese Beziehung zum Nächsten, das du siehst, ja. Und die Gemeinschaft mit Christen. Kannst du das mal was sagen? Ja, da ist das kein so kompliziert. Wenn du nicht zum Beispiel Menschen anlotst, und da kommen auch, okay, wenn das kompliziert ist, weil ich in keinem Fall den das ist Scheine. Dann sagst du, lotst Menschen an, dann kostet den Küche anbieten. Die jetzt Küchenbacke scheinen. Oder ich will denen Churrasco geben, Asado geben. Das mir so scheinen. Das ist dann, wenn dann eben startig fertig komme, dann muss ich mit Däuper meinen Tindel holen, ne? Wenn ich dem Asado stahlen wird von der. Aber ich das mit Frieden, das ich von heute, das kostet alle, wenn du das bei dir hast. Dann, wenn wir dann kriegt, wir reden über das Konzept Institution und Gemeinde. Jeder Haushalt, also jeder Heim, ist eine Institution für die Regierung. Da wenn's, da wir unterschreiben, für die Regierung, wann wir uns befreien. So, wir sind eine Institution. So, wer hat dann die Regeln bei David Teufel, wenn ich nach David Teufel komme, die haben ihre Regeln tüß. Das ist die Institution. So, wenn ich eine Sache da, was bei David Teufel sich nicht gehören, dann sehe ich einen Gosttommel. Und so das man dort auch nicht. Und das ist auch respektlos, wenn ich dort da. Ja, aber kommt ihr in Gustav Fries, dann wer hat dann die Regeln? Dann hat Gustav Friese die Regeln. Dort sind aber nicht die Regeln, wo Christus immer von redet, sondern dort Essen und dort soll so sein. Jeder Heimfutter, jeder Heimmutter muss weiter, was das beernt ist und wer wir dort so bei uns haben. Er hat das für Jugendliche gehört. Wenn denn nur die spazieren kommen, die Jugendliche gesagt, wenn denn nur die spazieren kommen, dann sollst du deine Musik an. Nicht die, was du leist, was der andere Harche will. Schalt deine Musik an und wenn du andere Wege anfährst, dann sei du nicht fair, was der für Musik anschalten soll. Und dann passiert Gemeinde so. Einfach, Gemeinde leben, auf ich nur eine institutionalisierte Kirche funktionieren, so, könnte trotzdem. Ich kann aber auch meine eine Hausgemeinde haben. Und die Urgemeinde, so, dort ist die Urgemeinde sind die ersten 300 Jahre, nur was Christus gelebt hat. Das sind ja meistens 2000 Jahre drin mit der Reva. Die versammeln sich in ihre Häuser, wenn sie eben so gut wussten, dass sie sich heute gebühren würde. Und dann, dass wir gut in der Gedankenwelt bin, wenn sie dass ich wusste, dass Gott in Wirklichkeit im Tempel bloß Teillote hat, wenn es David zu sagen gepült hat. Also Gott hat ein Begift. Wie würde er plötzlich sagen, doch wohl. Dann wird Gott sagen, ja, wenn du eben meinst, dann kost. Aber weil gefällt das mir dort nicht. So, dort wie in der Christus sei Bern. Dann kommt dort wieder, was dann Konstantin sich angeblich bekehrt und so wieder. Und dann geht dort nach seiner Zeit, also dort ist 313 nach Christus, erst 440 nach Christus wird die Bibel Kanon. Das bedeutet, all die Bücher, was in der Bibel nennt, kommen, wird dort beschlossen. Als dort beschlossen wird, dann erst fangen die wirklich an, Kirche zu bauen. Und in den Jahren, wie das Römische Reich hat als sehr Trouble. Die Römer waren von den der germanische Völker, das sind all die Wittere, ja, Emmerhan, all die von du, wo das Schnee ist, die kommen rauf und die waren den Kirche in das Römische Reich. So, nu hadden die einen sehr starken Einfluss. Die büden ihre Kirche, ihre Häuser immer mit einem runden Randraum. Niemals feierkantig. So, nicht check mal, wer büden von der an die Kirche? Nur im goethischen Stil, das ist heute die Völker da. So, dort muss wenn wir wo ein Gebiet sein, wird eine Runde der Hafen nach Gröter, dort muss nicht heute sein, sei. So, das kriegen wir von damals an, und dann fangen Regeln an. Hast du erst ein Gebiet, wenn wir drei, was Typ haben, dann muss wir 40 Regeln abstellen. Aber wenn die sind ein Ehepaar, die können alles Typ haben, die brauchen keine Regeln haben, das ist ihr Leben. Aber in dem Moment, wo wir Typ, 5, 6 Menschen was haben und du Geld verhandeln, dann sagt die Regierung, die muss in Ruck in Paraguay, in Bolivien nicht in Unterweg, heute Unterweg, muss die aufmerken und dann muss die ein Reglement haben. Das ist der Gesetz, und wer das nicht so tut, der hat jenem Gesetz, und damit hat der auch, was ist jene Schrift. Nicht in was, wirklich.
Kompliziert nicht. Het is zo einfach. Wel een geloof leven, there we go. Blijf united en niet alle handelen opstellen. Sehr erst. Well, ich hoffe, du merkst dir, wie ich danke. Und du lest wieder die Bibel, einfach seine, dass du kannst wirklich im Ende leben, dass Christus das macht, ja. Und einfach auch, das wird frei sein. Christus hat uns frei gemacht. Ja. Und danke, Gustav, für deine Zeit. Und wir freuen uns, dass wir können über das Thema spazieren. Mich später wir noch sehr lang. Aber vielleicht in du nicht noch wieder. Aber wir haben es sehr interessant. Danke für die Bibel, seine Worte nächstes Mal.